So, guten Tag, ihr Leid. Da oben wollen wir hin. Weil, so wie das aussieht, war man da noch nicht. Ach, guck mal, da ist irgendwas, was glänzt. Und was glänzt, ist gut. Guten Tag, ihr Leid. Habe ich gerade schon mal gesagt. Dann noch einmal. Dann noch einmal guter Tag, ihr Leid. Dreimal ist immer gut. Wir gehen jetzt da nuff. Das Seifebrett mir hier. Miau. So, siehste. Das heißt also, dass wir hier oben wohl schon mal waren. Ja klar, aber da unten noch nicht. Tja, das ist natürlich dumm. Für uns. So. Zap, zap. Alles klar. Was haben wir hier? Mehr Rosane. Ja, cool. Alle Rosane. Was ist das da? Möchtest du einfach hingehen? Das ist einfach nur warmes Glas. Ja, aber was macht das? Warm. Das ist dann überall Blasch da drauf. Seltsam. Also ja, das da ist das Zeichen vom heiligen Advent, da wo sie verehren. Aber was ist da mit dem Blasch da soll? Ich hoffe, dass das Blasch da sind und keine Damenhygieneprodukte. Gibt es da schon noch irgendwas, wo ich hier kennt? Nicht so wirklich. Dann gehen wir halt weiter drüber, ne? So. Das Blatt will ich jetzt halt an. Die zwei Kernchen da, die nehme ich mal noch mit. So, guck mal da, das sind wieder die Motzkis. Warte mal, ich brauche was zum Sprengen. Wenn ich Motte sehe, muss ich sprengen. So, was gibt's hier? Eda, du bist doch Charles Sohn. Ah, Moment, ist die Motte. Ich bin doch Charles Sohn. Was hast du denn da an? Ah, was glaubst du eigentlich, mit wem du redest, du Bauer? Ich habe noch nie von einem Charles gehört. Geh, verschwinde, hör auf, mir zu folgen, du Störenfried. Verschwinde, lass mich in Ruhe. Okay. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich will die Mod gerade irgendwie lästere und sagt, hey, bist doch der Sohn von dem und dem. Guck mal, da war doch aber noch irgendwo was. Ist doch da unten noch was für sie. Ach so, ja, da unten war ich noch nicht drin, ne? Hopp. Da oben. Ah, Backpulver. Mit Packung, ja natürlich, alles mit Packung. Es wird ihr leid. Ah, das ist wieder die lustige Musik, die finde ich gut. So. Was ist das hier? Das sieht voll hübsch aus, so. So, dann haben wir das A. So, Iwe, den haben wir leer gemacht, ja. Aber do Iwe ist noch, oder? Warte, ich guck. Ah ja, guck, da Iwe. Ja, dann. Männer, ob das halt was wird doch mit uns, ob wir das vielleicht mal fertig kriegen. So. Ja, auf geht's. Da unten ist es Mehl. Hallo, der Mehlmann ist da. Hoppla, wenn man das alles in einen Sack steckt, ist es eine ganz schöne Menge Linsenmehl für nur eine Feier. Schon, oder? Der Schöpfer ist offenbar ein stattlicher Kerl, sonst wäre das ja viel zu viel. Er leistet aber so viel, der hat bestimmt einen gesunden Appetit. Er repariert alles im Haus und füllt die Kornspeicher auf. Und sogar deine Saatspeicher, das haben wir auch schon gehört, egal. Du beschwerst dich schließlich nicht, wenn Blumen aus deinem Schrank sprießen. Ja, das stimmt doch nicht. Adwin war schon lange nicht mehr bei uns. Wie lange willst du dieses Märchen noch glauben? Er glaubt noch an der Adwin. Keine Ahnung. So, was ist mit dir? Nein, Schnarch, hier kommt niemand rein. Rapü. Doch ich. Ja, aber wenn der da steht und pennt, dann wäre der doch jetzt über Gefahr, oder? Der wird einfach mitgenommen. Guck mal. Dann haben sie einfach weggeschoben. Jawohl. Okay, alles klar. Höchstwahrscheinlich muss ich jetzt hier was bauen, also wieder Brücke bauen. Ich gehe gerade mal Küke, ob man hier brauche. Ein paar Brücke. So, der wird dann da runtergehen. Oh, ich muss niesen. Moment. So. Genossen und Genossinnen, ich habe genießt. Hat er nur nicht gehört. Weil ich versuche, eigentlich nicht ins Mikrofon hin zu niesen. So, okay, der gehen also dann da runter. Ah, ja, da. Dann brauchen wir da mal Brücke. 90 Stück. So. Dann kümmern wir uns da mal drum, dass da genug da ist. Okay, das langt, glaube ich, nicht. Warum langt das nicht? Keine Ahnung, ne? Pass auf, dann holen wir uns einfach... Ah, die werden wahrscheinlich noch irgendwo rumstehen, ne? So.
Ja, guck, 86 haben wir jetzt da. Das sieht das schon besser aus. Hopp auf, kannst du mal vorgehen? Habe ich gar kein Problem damit. So, siehst du. Kannst mich aber auch gern mitnehmen. Mag er nicht so. Okay, gibt es hier noch irgendwo so feuerische Art zu stecken oder sowas? So. Versuch. Ich habe gute Idee. Spitze Idee. Super, jetzt komme ich natürlich nicht drauf. Das ist natürlich dumm. Aber grundsätzlich ist es möglich, auf das Ding zu klettern. Aber so. Ich will auf deine Sack dort drauf. So. Ich will immer keine Grüne mehr bauen, weil ich schon in der Nähe bin. Naja. So. So, jetzt kommt auch noch das Mail da hin. So, hier warte ich auf sie. Und dann hupse ich auf sie drauf. Ungefähr so. Zack. Ich weiß nicht, warum mir das so viel Spaß macht. Das ist halt einfach schön. Der Knochen soll ich nicht mit hinschmeißen, Kollege. Wenn ja nur. Ich meine ja nur. Gib mir was zu trinken her, während ich da warte, bis sie mich hinschmeißen. So, jetzt müssten sie aber alles haben, oder? So, guck mal, das sieht doch gut aus. Okay. Ein sehr flüssiger Teig ist gemacht. Und jetzt muss der, also die Schüssel. Haben wir die nicht noch gebraucht? Oder habe ich die schon geholt? Naja, egal. So, jetzt muss die Schüssel in den Ofen. Gehe ich mal stark von aus. Ich habe da so eine Ahnung, so ein bisschen. Was machen ihr da jetzt? Wenn ich mal so, also ich meine, ihr schmeißt das jetzt nicht da drauf, oder? Ah, ihr schmeißt es da nur noch. Ich wollte gerade sagen, koche die Kuchen. Was kochst du denn halt? Kuchen. Ding dong. Kuchen ist fertig. Oh, hübsch. Mit Sahne aber drauf. Freischaffender Konditor bin ich jetzt. Super, da freue ich mich. Die Torte gepackt. Ja, okay, ihr Leid. Moment. So, Servus. Reiche und Arme zusammen an einem Tisch. Sie lachen, tauschen sich aus, sprechen miteinander. Adwins Lehren haben uns erneut... Achso, Moment. Adwins Lehren haben uns erneut Frieden gebracht. Es gehört zur Tradition, dass wir Libellen bei Abschluss unserer religiösen Ausbildung ein Teesieb erhalten. Es steht für unseren Wunsch nach Einheit. Ich würde dir gerne meins geben. Ich weiß, dass du es gut nutzen wirst. Jo, Allah, her mit. Möge Adwin über dich wachen. Allah gut. Da. So. Ihr Leid. Wenn ich noch ein bisschen was aus meinem Label erzähle. Schlagfertig wie ich bin hier. Ich weiß nicht. Habe ich das schon 100 Mal erwähnt, dass ich über 20 Jahre Bäcker war. Und ja. Dann habe ich ja, über 20 Jahre und nur 3 oder 4 oder 5 Jahre habe ich Mehlallergie gekriegt und habe das dann halt noch 17 Jahre oder so weitergemacht. Mit Mehlallergie und Maske und Scheißdreck. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ey, das wird immer schlimmer. Irgendwann krieche ich da raus oder wer vom Krankenwagen holen. Also Umschulung. Dann habe ich eine Umschulung gemacht. So. Dann habe ich eine Umschulung gemacht, musste wieder in die Schule gehen. Mit meinen 40 Jahren oder sowas. Und ich war nicht der Älteste. Und dann guck mal halt da und der Lehrer hat dann nur 2 Jahre ist ihm dann aufgefallen, dass ich schon mal Bäcker war. Und dann kommt er und sagt, ey, du warst schon mal Bäcker, oder? Und ich gesagt, jo, kannst du mir Torte backen? Habe ich gesagt, nee. Ja, warum nicht? Dann habe ich gesagt, ja, weil ich Bäcker bin und kein Konditor. Ah ja, okay, aber kennt mir Konditor Torte backen? Habe ich gesagt, nee.
Warum kann mir Konditor keine Torte backen? Weil Torte nicht gebacken wäre, sondern geschmiert. So, das war schon der Witz. Ja, stimmt natürlich nur halb. Natürlich, also ja, natürlich wird Torte geschmiert. Aber, okay, die wahrscheinlich nicht. Was ist denn das für ein Ding? Aber ja, die Böden und so, wo die drin sind und so, die werden natürlich gebacken, ist klar. Aber außenrum das Zeug, das wird natürlich geschmiert. Ich weiß nicht, wie heißt denn das auf Hochdeutsch? Gestrichen? Also so die Buttercreme oder die Fettcreme oder was weiß ich was und so Scheißdreck halt. Keine Ahnung. Okay, kommt die durch. Okay, warte mal, wir gehen kurz ins Menü. Was uns noch fehlt, das haben wir alles. Okay, mir hätte eigentlich alles, ne? Blum, 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 blum. Ja. Wir haben hier alles. Hoppala, da haben wir auch noch was gekriegt gerade. Was wir halt nicht haben, ist, uns fehlt noch ein Brief. Aber, ja, das lassen wir jetzt, da habe ich jetzt keinen Bock auf den Endebrief. Könnte ich jetzt. Ah, warte. Nee. So, am Waschbecken. Wir müssen nochmal ans Waschbecken gehen. So. Weil am Waschbecken gibt es noch was zu holen. Wo ich noch nicht hab. So, Beere. Ding. Ja. Sorry, ich bin noch nie hingefallen, ne? Haben wir jetzt genug? Eigentlich schon, oder? Ja, haben wir. So. Bist du der Stopper abgehen? Ja klar, und Une ist doch bestimmt. Ja, habe ich's doch gewusst. Hab ich's doch gewusst. Was ist das hier? Super Mario Brothers. Jawohl. Hab ich's doch gewusst, dass da noch was ist. Dass ich nämlich ein schlaues Kerlchen bin. Und Ohren hab. Blub. Okay. Dann halt nicht. So. Aber wenn wir schon mal Dosen kommen, stellen uns auf die Mikro. Falls wir da ganz muff kommen. Ne, eher nicht. Vielleicht sehen wir ja den Brief irgendwo. Wenn wir uns noch ein wenig umgucken. Das ist so das blaue. Ne, das war nicht das Schmuckschatulle. Das ist so blaues Leuchteding. Ja, genau so wie das da. Aber das ist kein Brief. Ich sehe keinen Brief. Ich sehe kein Brief. Und wir gehen jetzt von ganz oben mal drauf. Gucken auf ganz oben runter. Ja, dann gehen wir aber halt hier und bringen die Sache dann hier zu Ende. Also das Level zumindest. So. Milo, mach doch sowas nicht. Junge. Hast du mich verschrocken? Hat da so Gummi, da geht's gar nicht weiter. So, jetzt halt nochmal von hier gucken. Warte mal. Ich stell mich auf die Dose drauf. Da ist es. So. Ziehen ihr hier irgendwo was leuchtet? Da hinten war ein Brief drin, den haben wir geholt. Enna. Ne, der wird wahrscheinlich irgendwo drin sind, wo ich ihn nicht sehe. Jo, dann ist es halt so. Aber warte mal, ich muss so einfach nur auf den Tisch. Komm, da surfen mal runter. Yay. So. Wenn wir mal das Regal da überall gucken. Vielleicht bei hinter dem Ding da unten ist oder so. Ach komm, das muss jetzt das Sinn. Also da oben war der Mais. Der pennt immer noch. Kein Brief da. Kein Brief da. Ah. Mal hingucken, ne? Dass da doch irgendwo ein Brief hängt. Nö, auch nicht. So, dann muss ich noch eins weiter Nuna. Ja, Nuna will ich noch hingucken. Welchen Brief halt, ne? Na, vielleicht hat er einen Brief abzugeben. Ja,
Ah, du weißt schon, Arsch und... Ach, das sind Plattebausiedlungen, wo die armen Arbeiter wohnen. Ai. So, jetzt muss ich natürlich wieder den Tischschnuff gehen. Hey, sorry, ich finde den einen Brief nicht. Hau ich dann... Also, verstehe ich das jetzt halt richtig, dass die jetzt alle, die Revoluzzer da, alle jetzt da oben Party machen, weil jetzt ist so der Kuchen wieder gebacken und jetzt ist alles wieder gut, oder wie? Ah. Weiß ich nicht. Ich rede mal mit mir, ne? Papa, schau mal, wir essen Kuchen. Wo warst du denn? Du hast so viel verpasst. Wir haben mich festgehalten. Schon bald schon. Damit ich die Fragen der Riesenkäfer beantworte. Ich wollte einem der hirnlosen Onkel helfen. Jetzt ist es vorbei. Lass es dir schmecken, meine Kleine. Knurps, Knaps. Die esse alle vom Kuchen. Ja, das ist doch aber gut. Das ist ein Witz dabei. Mampf, Knusper. Der Aufstand schmeckt gut. Der Hut. Ja, ich dachte, ich behalte ihn falsch rum. Sieht irgendwie schick aus. Jetzt nennen sie mich Cool Hut Logan. Bei meinem Pech werde ich mich wahrscheinlich an einem Stück Eierschale verschlucken. Mal wieder. Ach, der Kalomeri. Was guckt dann der doch noch so bes? Was habt ihr mit den Köpfen gemacht? Ihr habt doch bestimmt ein paar abgehackt. der Guillotine und der Robespierre. Schön wär's. Irgendwer hat die anderen überzeugt, dass Frieden machbar ist. Ja, aber Robby, der Schrecken, der Klang der Klingen. Ohne Revolution werdet ihr weiter unter ihrem Joch schuften. Wir sind ja nicht in Foliana. Die Leute werden zwar wütend, aber sobald man ihnen Kuchen gibt, sind sie zufrieden. Ja, weil das voll Kuchen kriegt, sicher. Die Mutter da drüben sagt, Artwin ist, er futtert unsichtbare Stücke vom Kuchen oder irgend so ein Unfug. Und deshalb sehen wir ihn nie. Das ist doch alles ein großer Schwindel, wenn du mich fragst. Aber in diesem Fall habe ich wenigstens auch was davon. Ja, dann ist das schmecke. Danke für deine Hilfe. Ich wollte dich aber um etwas bitten. Könntest du mit deinen kleinen Freunden vielleicht weiterziehen? Ein paar Leute hier haben Angst, dass sie ihnen die Arbeit wegnehmen, verstehst du? Ja, komm. Also wenn es ums Schaffen geht oder nichts schaffe, bin ich immer der Erste. Das ist ja Sahnetüpfelchen. Jetzt ist der Kuchen gegessen. Nur Geduld, vielleicht verschlucken sie sich ja. Das wäre tragisch. Natürlich war recht schnell klar, dass es für uns, die privilegierte Minderheit, eine Ehre war, dem gemeinen Volk selbstlos unter die Arme zu greifen. Ja, du mich ja. Das ist ein Skandal, ein ausgewachsener Skandal. Was denn jetzt schon wieder? Wir haben doch gekriegt, was wir wollen, also was plärrst du denn jetzt rum? Ja, warum ich plärre? Ja, warum? Bonbon, was machst du denn da? Hilfe, Hilfe, hilf mir, das ist zu lecker, ich kann nicht aufhören. Oh, gleich platzt er. Ich hab dich gewarnt, ich kann jetzt nichts mehr tun. Du und dein Schöpfer, ihr habt dein Schicksal in der Hand. Viel Glück, mein Kind. Jetzt? Schau mal, schau dir mein Kuchenstück an. Da fehlt was. Diebe, Betrüger, deins ist auch größer als meins. Nein, ich versichere dir, dass wir genau gleich große Stücke haben. Du musst nur mal deinen Monokel putzen. Also, der futtert einfach so. Die A. Mampf, Knusper. Der Aufstand schmeckt gut. Okay, alles klar. Hier haben wir dann schon. Ich muss noch... Ich weigere mich, diesen Kuchen auch nur anzufassen. Diese Zeremonie ändert gar nichts. Feiglinge. Okay. Falls jemand noch etwas übrig hat, helfe ich beim Aufessen. Aber nur, um keine Lebensmittel zu verschwenden. So, wo waren wir dann? Da, Ive. Ich rede mal mit dir. Wir werden so etwas nie wieder zulassen. Du hast uns die Augen geöffnet und das war überfällig. Möge Artwin deine Schritte leiten, wie auch unsere. Ach so, es ging ja drum, jetzt habe ich es wieder drauf, ne? Also es ging ja drum, dass die Kuchen gebacken haben und die Mutter oder was weiß ich was, Hanna halt selber hat gefressen, weil sie gesagt haben, der Artwin esst denn, ne? Und das Volk hat nichts davon gekriegt. Jetzt gehen sie im Volk an und sagen halt, hier, der Artwin esst unsichtbare Stücke. Okay. Was gibt's Besseres als eine gute Mahlzeit, um erhitzte Gemüter zu beruhigen? Gehen wir zurück nach Jerusalem und bauen das Teesieb in die Maschine ein. Okay. Auf geht's. Läuft es? Nee, läuft nicht, ne? Muss ich wieder Brücke bauen hier, die große. So. Guck mal, das ist doch nur Blech-Teesieb. Dann schmeißt es doch einfach nur noch und gut ist. Wenn ja nur.
So. Wo sind er dann? Wo bleibt er dann? Komm jetzt her. Naja. Auf geht's, ihr Leid. Moment. Du kommst doch gar nicht hin. Auf Zippel. Du musst doch erst da oben wegkrabbeln. So. So, und jetzt versuch. Etwas, das ich schon vor langer Zeit probieren wolle. Ich will jetzt mal Leid zurückrufen, während die drauf sind. Ah, geht nicht. Also da, wo sie dann drauf sind, da geht's nicht. Gut zu wissen, ihr Leid. So. Ach komm. Jetzt aber, hä? So. Sind wir jetzt dazu weiter? Da wollen wir noch irgendwie 10 Rundreisen machen. Ist doch immer noch der eine Brief, der nervt mich jetzt schon, ne? Der nicht zu finden ist. 5 Bauteile. Weißt du noch, was das heißt? Wir müssen nur noch 1 finden. Nach Grüssal geht's hier entlang. Komm durch, wenn du bereit bist. Okay. Klapp auf. T7 hingeschmiss. T7 hingeschmiss. Hopp. Schmeiß. Oh, nur die Trans. Ah, doch. Siehst du? So, wie sieht's bei euch aus? Ist das etwas Schimmel? Schade um die Diät. Ob ihr leid? Ne. Wir gehen jetzt schon mal lieber, ne? So. Ist da hinten vielleicht ein Brief. Wir finden eine blöde Ende Brief halt nicht, ne? Ja, dann ist er halt einfach nicht so. Zack. So. So, was ist? Ah ja. Pardon. Aha, und wie kriegen wir das jetzt da nun, ne? Ach, das ist jetzt einfach so gegangen. Das kann er dann schmeißen können oder was? Beeindruckend, Milo. So. Okay. Wir haben ein neues Bauteil für die Maschine des großen Artwin. Dieses Dingsbums ist der krönende Abschluss des Projekts. Das sorgt dafür, dass... Ach, vertrau mir einfach, ja. Es ist derzeit im Celerion Park. Da dürfen wir uns eine Runde amüsieren. Oh ja, da bin ich gespannt. Wir müssen durch den Transidor gehen. Mir nach. So. Transidor. Das ist halt einfach nur der Flur, weißt du? So, ihr Leid, ihr Kinder. Ich gehe natürlich zuerst... Moment. So. Ja. Ich gehe natürlich zuerst oben ins Museum und guck mal an, was wir Feines gekriegt haben. Oh, das war das komische Schriftstück, wo ich nicht weiß, das kryptische Gekritzel da. Möge Artwin mir die Anmaßung verzeihen, aber man muss kein Museumskurator sein, um zu sehen, dass dies eher Gekritzel oder eine kryptische Nachricht ist. Das sieht halt schon... Es wurde in Eile oder voll Angst gefertigt. Ich sag doch, wir sind ja wunderbar, am Schluss alles Cthulhu-Gedönse ist. Das hier abgebildete Wesen hat viele Eigenschaften mit einer Schnecke gemein, aber die sind nicht besonders komplexe Zeichenvorlagen. Also verbleiben 2 Hypothesen. Das hat 2 Seiten, das Bild sehe ich ja weil erst. Entweder ist diese Zeichnung bedeutungslos und nur Gekritzel, oder sie ist von höchster Wichtigkeit und die Folge einer lebensbedrohlichen Gefahr. Habe übrigens gehört, dass sich manche Leute beobachtet fühlen oder seltsame Geräusche in den Wänden hören. Sei vorsichtig, ja. Okay, dann bin ich vorsichtig. So, was haben wir dann schon noch? Ah ja, über das Giftflächelchen. Stimmt. Zahmes Chaos. Die Fiole. Der Inhalt ist noch nie ausgelaufen. Artwin sei Dank. Ah, er hat es mit Wachs versiegelt. Guck. Nur eine einzige Anweisung wurde seit Generationen vom Kurator zu Kurator weitergegeben. Öffne niemals das zahme Chaos. Um sicherzustellen, dass diese Regel befolgt wird, wurde dieses Museum gegründet. Zum Glück steckt der Korken in der Eröffnung fest. Es hätte das ganze Haus entehrt, wenn damit etwas passiert wäre. Artwin sprach, als er uns diesen Gegenstand überließ: Dieses Gefäß enthält das ultimative Böse, die Reste einer fiesen Waffe, die letzten Tropfen von gezähntem Chaos. Aber es muss um jeden Preis erhalten bleiben. Ohne das Gift kann man kein Gegenmittel schaffen. Eines Tages werde ich Erfolg haben. Aller gut.
Und hier haben wir Begräbnisblüten. Das ist schon... Diese Blumen sind einzigartig, sogar die letzten ihrer Art. Adwin hat ein spezielles Konservierungsgel aufgetragen und die Mantis haben es nie geschafft, weitere herzustellen. Sie wachsen nicht wie die anderen auf natürliche Weise im Haus, sie sind auf ergreifende Weise schön. Sie zu sehen erfüllt manche mit Nostalgie, andere mit Unbehagen. Sie werden Begräbnisblüten genannt. Adwin hat sich für Lebewesen interessiert und Blumen waren keine Ausnahme. Offenbar wurden sie für bestimmte Gemische verwendet. Da sie haltbar gemacht wurden, waren sie zweifellos wichtig. Alles klar, Herr Kommissar. So. Dann fehlen ja nur noch 3. 1, 2, 3. Und der Rest haben wir alles, ne? Also die ganzen Dinger da, ne? Die sind halt stelleweise. So jetzt ein Begräbnisblum. Oder hier ein Herzschrittmacher. Und das war, glaube ich, ein Medaillon irgendwie so, was er im Zorn zerbrochen hat irgendwie. Also es ist hier nicht alles hier nur gute, heile Welt irgendwie so. Finde ich eigentlich schön, dass du ein bisschen, ja. Ein bisschen Gedödel. Ein bisschen Gedödel ist. So, hier entlang, Milo. Geh durch, sobald du bereit bist. Da bin ich. Aber sowas von. So, jetzt gehen wir an die Transitor-Kreuzung. Dann gucken wir uns um, wo wir hin müssen. Und dann sind wir weiter. Das wird. Oh ja, oh, ach, da war ich schon vor der Tragstand, vor dem Dingens da und hab halt nicht gewusst, was es ist. So, was war dann das derweil? Hier entlang, Milo. Wir sehen uns oben wieder. Okay. Mach ich schon mal. Ja, dann muss ich einfach nur da hochgehen. Das kriege ich hin, ne? Aber gerade so. Hopp. Was steht da? Ein Riesenrad oder Schloss? So, ich habe meine Karte. Riesenrad oder Schloss? Diese Karten sind echt teuer. So, wo wir gerade bei Karten sind, sorry, aber so, ich habe meine Karte. Da ist mir halt ingefallen. Ich weiß nicht, gibt's die noch, die Animagic? Keine Ahnung, war damals von der Animania, gibt's die noch? Also so Anime- und Manga-Heftgedönse da. War das so Joris-Feier irgendwie. Und die erste, zwar 99, wenn ich mich richtig erinnere oder so. Die war in Koblenz. Ja, Koblenz irgendwie sowas, ja. 99 war ich 17. Und da bin ich dann mit meiner Ältere hin. Meine Ältere sind, da ist dann irgendwie am Rhein ein bisschen entlang, ein paar Käfer weiter oder sowas, von Koblenz entfernt halt, ist ein Campingplatz sowas am Rhein da. Und da haben wir einfach Zelt hingestellt, zack. Und da haben sie mich abgeliefert. Hier, tschüss. Ich bin dann auf der Animagic rumgerannt. Hab mein Lehrlingsgehalt verblos. Und uns haben sie mich wieder abgeholt. Alles war super. So. Im Jahre 2000 war ich 18. Hab dann ein Auto gehabt. Hey, ihr Leute, ich wohne auf dem Dorf. Da fahren keine Busse in die Stadt. Da ich auch noch, wie gesagt, Bäcker gelernt habe. Und es sind manchmal Arbeitszeiten auch noch richtig kacke. Das heißt, morgens um 2 wäre sowieso kein Bus gefahren oder so. Oder halt um 5, was weiß ich was. Deshalb Auto. So. 2000, also auf der zweiten Animagic, bin ich dann im Auto gefahren. So. Also alles vorbereitet hier. Wieder Zelt mitgenommen, sowas, ne? Alles ins Auto geschmissen. Voll cool. Und da früher, vor der Animagic, auf den Campingplatz gefahren, dass ich da noch ein bisschen so rumchillen kann, so, ne? Ja. Dann komme ich da hin, baue das Zelt auf und dann fällt mir zuallererst mal auf, irgendwie habe ich gar kein Deck dabei und kein Kissen. Ich habe dann also gezeltet ohne Deck und Kissen und habe dann einfach aus dem Auto, aus dem Verbandskasten, diese silberne Knichterdecke da geholt, diese silbergoldene, wo die eine Seite warm und die andere kühlt. Ich habe aber nicht gewusst, was macht. Scheißegal. Als Kissen habe ich dann den Rucksack genommen. Scheißegal. Ich glaube, waren da Leute um mich drumherum waren auf dem Campingplatz, im Zelt und die hören halt, dass bei jedem Wimpernschlag, den ich mache, dass es da geknichtert hat, weißt du? Die haben mich gehasst. Egal. So. Ernährt habe ich mich aus Schinkengewürst im Glas. So geil, ey. Ich war so verpeilt, ey. Das war das erste, wo allein irgendwo so, ne, hingefahren, ohne Eltern so. Also aus Schinkengewürst im Glas habe ich mich ernährt. Also aus dem Glas, so. Kalt natürlich, ne? Ich habe kein Kochzeichen oder was dabei gehabt. So, und das habe ich dann den ganzen Tag nur Schinkengewürst gefressen. Und dann am nächsten Tag, gleich, ich glaube um 12, 13 Uhr oder sowas, war Inlass von der Animagic, erst da. Und ich gehe halt natürlich da hin.
Und stell mich da schön in die Reihe, Reihe war halt ein riesen Andrang, um reinzukommen, ne? Und war dann kurz davor, bevor ich rinkomme und dann fällt mal in. Der Schlag, die Intrittskarte, hau ich mal mit dem Reißzweck an die Wand gepinnt bei mir daheim. Und da hängt sie immer noch. Super, habe ich den ganzen Tag da einfach rumgestanden, ohne Intrittskarte. Und dann wollte ich da rein und dann so, scheiße. Ich mich also ins Auto gehuckt und wieder schnell heimgefahren. Hey, so schnell bin ich schon nie gefahren. Man muss dazu sagen, ich habe damals ein Auto gehabt mit 60 PS. Super Auto. Mein erstes Auto, mein Opelsche, war ein super Ding. Und bin dort mit heimgeblosen mit 100C oder was er gepackt hat, keine Ahnung. Und hab mir dann mal Karte geholt, hab mir noch eine Kiste und ein Deck mitgenommen. Unglaublich. Und bin dann unterwegs, habe ich mal ein paar Dosen Ravioli Diavoli geholt. Und bin dort mit wieder zurückgefahren. Und hab dann einfach alles erstmal im Auto leihen gelassen, neben geparkt und bin dann hingegangen auf die Animagic. Und oben habe ich mich dann halt hingehuckt. Und hab dann auf Campingplatz gefahren. Und hab dann mit Kisse und Deck wie ein Fürst habe ich gelebt mit Ravioli Diavoli. Warum Diavoli? Ganz einfach, weil Diavoli, die Ravioli, wenn sie kalt sind, saugut schmecken. Generell kannst du Ravioli aus der Dose fressen kalt, gar kein Problem. Aber die Diavoli kalt, die schmecken eventuell sogar besser wie warm, ne? So. Karte bitte, zeig mir deine Eintrittskarte, die hängt daheim an der Wand. Also hallo erstmal, hier ist meine Eintrittskarte. Und was ist mit dem Kleinen? Ach, entschuldige. Hier, Milo, deine Eintrittskarte. Damit kannst du hier kommen und gehen, wie du magst. Ah, hier. Ja, gib's mal so. Eintrittskarte für Celerium. Dritte Einwärtegäste. Celerium liegt hinter diesem Vorhang. Gehen wir. Ja, gehen wir, aber erst Not her. Boah, jetzt habe ich wirklich 2 Minuten oder was weiß ich wie lang über meine blöde Eintrittskarte gelabert. Ey, sorry, ihr Leid. Ich hoffe halt nicht, dass es wirklich Leute gibt, die sich Let's Plays, kann ich noch was zu erzählen, scheißegal, die sich das von mir angucken, weil sie das Spiel sehen wollen und ich die ganze Zeit da rumstehe, ein bisschen die Kamera bewege und von meinem Leben erzähle, wie doof ich bin. Alla hopp. Naja, so ist es halt, hopp. Ihr Leid. Tschüss. Bis morgen. Tschö.